Ich möchte heute in der Predigt über ein Gleichnis von Jesus sprechen. Jesus hat immer wieder mal so kurze, provokante Geschichten erzählt, um unser Denken zu verändern und um uns herauszufordern. Herauszufordern zu einer Entscheidung, herauszufordern zu einer bestimmten Weise zu leben. Schlussendlich fordert er uns auf, ihm nachzufolgen. Und was bedeutet das, ihm nachzufolgen? Er, der Gottes Reich in verfügbarer Nähe zu uns gebracht hat, der Gottes Reich greifbar nahe gebracht hat. Und wie gesagt, dieses Gleichnis, das ich mit euch anschauen möchte, das ist zweifellos eines seiner provokantesten. Inspiriert hat mich zu dieser Predigt auch ein bisschen mein Schwiegervater. Er hat nämlich vor einiger Zeit ist er auf mich zugekommen und mit einer Frage. Er hatte beim Anhören seiner Hörbibel vor dem Einschlafen, ist er auf dieses Gleichnis gestoßen und hat mich diese Frage gestellt. So etwa in dieser Art hat er sie gestellt. Warum stellt eigentlich Jesus einen Betrüger als Vorbild dar, für wie wir handeln sollen? Und das ist eine gute Frage. Das ist wirklich eine ernsthafte Frage, die sich bei diesem Gleichnis stellt. Und dieser Frage möchte ich mich stellen. Mein Schwiegervater hat diese Frage natürlich auch ein bisschen im Bewusstsein gestellt, dass er weiß, dass ich Theologe bin. Du solltest doch eine Antwort dafür haben. Aber dieses Gleichnis fordert mich auch noch aus einem zweiten Grund heraus. Und zwar, Jesus geht in diesem Gleichnis von einem radikalen biblischen Gedanken aus, dass nämlich alles, was wir in unserem Leben haben, nicht uns selbst gehört, sondern dass es letztendlich Gott gehört. Und dass alles, was wir haben, uns von ihm anvertraut ist. Dass wir ihm auch einmal Rechenschaft darüber ablegen werden, wie wir mit dem uns Anvertrauten umgegangen sind. Und Jesus konkretisiert diesen Gedanken in diesem Gleichnis, das wir gleich zusammen lesen werden. Er konkretisiert es in Bezug auf unseren Umgang mit Geld und mit unserem materiellen Besitz. Und so möchte ich gerne mit euch dieses Gleichnis lesen, das im Lukas Evangelium Kapitel 16 zu finden ist. Ich lese es euch vor. Dann wandte sich Jesus seinen Jüngern zu. Ein reicher Mann hatte einen Verwalter. Der wurde bei ihm angeklagt, er würde sein Vermögen verschwenden. Sein Herr stellte ihn zur Rede. Was muss ich von dir hören? Leg die Abrechnung über deine Arbeit vor, denn du wirst nicht länger mein Verwalter sein. Der Verwalter sagte sich, was soll ich machen, wenn mein Herr mir die Verwaltung abnimmt? Für schwere Arbeit tauge ich nicht und zu betteln schäme ich mich. Doch, jetzt weiß ich, was ich tun muss, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich entlassen bin. Er rief nacheinander alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden hatten. Wie viel schuldest du meinem Herrn? Fragte er den ersten. 100 Bath Olivenöl, sagte dieser. Hier ist dein Schuldschein, sagte der Verwalter. Setz dich hin und schreib 50. Dann fragte er den nächsten, und du, wie viel Schulden hast du? 100 Kor Weizen, antwortete der. Hier ist ein Schuldschein, sagte der Verwalter. Setz dich hin und schreib 80. Und dann lobte der Herr den unehrlichen Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Denn die Menschen dieser Welt, sagte er, sind klüger im Umgang miteinander als die Menschen des Lichts. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht hängt.
damit man euch dann, wenn es damit zu Ende ist, in die ewigen Wohnungen aufnimmt. Wer in den kleinen Dingen treu ist auch in großen treu. Und wer in den kleinen Dingen unzuverlässig ist es auch in den großen. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann die wahren Güter anvertrauen? Und wenn ihr mit fremdem Eigentum nicht treu seid, wer wird euch dann das anvertrauen, was euch gehören soll? Kein Diener kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen, oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott dienen und gleichzeitig dem Mammon. Soweit dieses Gleichnis vom ungerechten Verwalter oder vom klugen Verwalter, das Jesus seinen Jüngern erzählt hat. Ich gebe dieses Gleichnis noch einmal in meinen Worten wieder und fange es bereits ein bisschen an zu deuten. Hier in diesem Gleichnis erzählt Jesus von einem reichen Mann, der sein Vermögen einem Verwalter anvertraut. Dieser Verwalter wird dann bei seinem Chef beschuldigt, dass er verschwenderisch mit seinem Vermögen umgeht. Der Chef kündigt seinem Verwalter seine Entlassung an und fordert von ihm, dass er die Abrechnung über seine Verwaltung vorlegen soll. Und der Verwalter, der gerät daraufhin in eine existenzielle Krise. Was mache ich jetzt, wo ich weiß, dass mein Chef mir die Verwaltung des Vermögens wegnehmen wird? Für körperliche Arbeit tauge ich nicht und betteln zu gehen schäme ich mich. Und da hat der Verwalter eine gerissene Idee, wie er für seine Zukunft vorsorgen kann. Ich rufe alle, die bei meinem Chef Schulden haben, zu mir. Ich erlasse ihnen große Schuldenmengen und mache sie so zu meinen Freunden. Und dann werden sie mich ganz bestimmt in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich aus meinem Verwalteramt entlassen bin, und so werde ich nicht auf der Straße landen. Dem einen Schuldner seines Chefs erlässt der Verwalter 100 Baht oder 50 Baht Olivenöl. Dies entspricht je nach Umrechnung zwischen 1100 und 2250 Liter Olivenöl. Einem anderen erlässt er 20 Kor Weizen, das entspricht auch wieder je nach Umrechnung zwischen 3,3 und 6,75 Tonnen Weizen. Es sind also riesige Schuldenmengen, die der Verwalter den Schuldnern seines Chefs erlässt. Und dann kommt die überraschende Wende in dieser Geschichte. Und der Herr lobte den ungerechten Verwalter, weil er klug gehandelt hatte. Und es geht noch weiter. Jesus sagt, denn die Söhne dieser Welt sind klüger als die Söhne des Lichts gegen ihr eigenes Geschlecht. Und ich sage euch, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnimmt in die ewigen Zelte. Warum stellt Jesus einen betrügerischen Verwalter als Vorbild dar, nach dessen Beispiel wir handeln sollen? Jesus provoziert natürlich ganz bewusst. Nicht die Betrügerei des Verwalters sollen wir nachahmen, sondern seine Klugheit. Der Verwalter handelte nämlich im Bewusstsein, dass das Vermögen, das er verwaltete, ihm nur für eine begrenzte Zeit anvertraut war. Bald schon musste er Rechenschaft über seine Verwaltung ablegen und die Verwaltung würde von ihm genommen werden.
Jesus nimmt hier einen ganz grundlegenden und zugleich radikalen biblischen Gedanken auf. Nämlich, dass alles, was wir in unserem Leben haben, letztendlich nicht uns gehört. Unser Leben, unsere Zeit, unsere Kraft, unser Intellekt, aber auch unser Geld und was wir an materiellem besitzen, kommt von Gott, unserem Schöpfer. Er hat es uns anvertraut und wir Menschen, wir sind lediglich Verwalter von fremdem Eigentum. Der Tag wird kommen, an dem wir Gott gegenüber Rechenschaft darüber ablegen müssen, wie wir mit seinem Eigentum umgegangen sind. So schreibt etwa der Apostel Paulus im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Vers 7. Dort schreibt es, wir haben nichts in die Welt gebracht, darum können wir auch nichts hinausbringen. Also sehr salopp, das sagen wir ja auch in unserem Sprachgebrauch auf Berndeutsch. Oder wir können nichts mitnehmen. Wir können nichts mitnehmen. Wie der Verwalter werden auch wir, wenn wir sterben oder Jesus vorher zurückkommt, Gott Rechenschaft ablegen für unser Leben. Und hier kommt die provokative Herausforderung von Jesus hinein. Wenn schon dieser betrügerische Verwalter klug handelte, wie viel mehr sollten wir klug handeln? Woraus bestand denn die Klugheit dieses Verwalters? Der Verwalter handelte mit Weitsicht. Er handelte mit dieser Frage im Kopf, wie kann ich jetzt handeln im Hinblick darauf, dass ich meinen Verwalterposten bald abgeben muss. Jesus sagt, macht euch Freunde mit Hilfe des ungerechten Mammons, damit, wenn er zu Ende geht, man euch aufnimmt in die ewigen Wohnungen. Mammon ist ein aramäisches Wort und bezeichnet Geld und materiellen Besitz. Mammon ist etymologisch verwandt mit dem Wort Amen, das wir ja zum Ende eines Gebets sprechen. Und sowohl Mammon als auch Amen stammen sehr wahrscheinlich vom hebräischen Wort Aman ab. Und Aman bedeutet fest sein, zuverlässig sein. Mammon ist also eine Bezeichnung für Geld und Besitz, bei der mitschwingt, dass wir es als zuverlässig erachten, dass wir unser Vertrauen darauf setzen und wir darin unsere Sicherheit suchen. Weiter spricht Jesus vom ungerechten Mammon, weil Geld und Besitz in unserer Welt oft mit Ungerechtigkeit behaftet ist und Menschen dazu verleitet, egoistisch zu sein. Doch was meint Jesus damit, wenn er sagt, wir sollen uns mittels des ungerechten Mammons Freunde machen? Ich glaube, Jesus meint damit, setzt Geld und Besitz, das vergänglich ist und das so oft mit Ungerechtigkeit behaftet ist, setzt euer Geld und Besitz so ein, dass ihr Gott zu eurem Freund macht. Dann wird man euch in die ewigen Wohnungen aufnehmen. Dieser Ausdruck ewigen Wohnungen, das ist ein Bild für das Reich Gottes, ein Bild für das Himmelreich. Und auch hier nimmt Jesus einen Gedanken auf, der ganz tief in der Bibel verwurzelt ist. Der Gedanke, dass Gott
diejenigen belohnt, die großzügig und barmherzig sein. Gott belohnt diejenigen, die großzügig und barmherzig sind im Umgang mit ihrem Geld und ihrem Besitz. So steht zum Beispiel in Sprüche 19, Vers 17, wir lesen dort, wer über den Geringen sich erbarmt, der leiht dem Herrn und seine Wohltat wird er ihm vergelten. Mich fasziniert diese Stelle so, weil dort eigentlich gerade umgedreht wird. Eigentlich, wenn du mit dem, was gar nicht dein ist, was Gott dir einfach anvertraut hat, an seinem Eigentum, dass du es verwaltest, wenn du es so einsetzt, wenn du Geld und Besitz so einsetzt, dass du großzügig bist mit denen, die bedürftig sind, dann sagt Gott, dann erachte ich es so, als würdest es du mir leihen. Und er ist einer, der treu ist im Zurückgeben, was wir ihm leihen. Er ist ein Gott, der uns vergilt, der uns belohnt. Wir machen uns Gott zum Freund, wenn wir großzügig und barmherzig mit unserem Geld und unserem Besitz umgehen. Insbesondere im Hinblick auf Menschen, die bedürftig sind. Jesus verspricht uns dafür einen Lohn, der bestehen bleiben wird. Und ich finde diese Verheißung von Jesus umso erstaunlicher, weil er Geld und materiellen Besitz als mit Ungerechtigkeit behaftet, als vergänglich, als das Geringste und als fremdes Eigentum bezeichnet. Und doch, wer damit treu ist, der wird aufgenommen in die ewigen Wohnungen. Wer damit treu ist, der erhält vieles, der erhält das Wahrhaftige und der erhält das eigene, das bleibend ihm gehören wird. Wer im geringsten treu ist, ist auch in vielem treu. Und wer im geringsten ungerecht ist auch in vielem ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Wahrhaftige anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Fremden nicht treu gewesen seid, wer wird euch das Eure geben? Kein Haussklave kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Jesus spricht hier von Mammon als einer personifizierten Macht. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Also er spricht vom Mammon als einer personifizierten Macht, die uns beanspruchen will. Und er sagt, du musst dich entscheiden. Entweder dienst du Gott oder dem Mammon. Du wirst unverweigerlich den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen. Du wirst dich entscheiden müssen, dem einen treu zu sein und den anderen zu verachten, gering zu schätzen. Ich bin ganz ehrlich mit euch, ich finde es richtig herausfordernd, wie Jesus zu seinen Jüngern, zu uns über Geld und Besitz spricht. Und wie die Bibel allgemein über Geld und Besitz spricht. Zum Beispiel in 1. Timotheus 6, Vers 9 finden wir eine Warnung vor dem Streben nach Reichtum. Und ich glaube, die Bibel warnt uns vor dem Streben nach Reichtum, weil sie eine realistische Sicht hat darauf, was das mit uns Menschen macht. Oder Jesus ermutigt wiederholt Menschen, die ihm nachfolgen wollen, dass sie
Besitz verkaufen sollen und den Erlös davon den Armen geben sollen. Und Jesus verbindet diese Aufforderung mit dem Versprechen, dass sie dafür einen Schatz im Himmel haben werden, der unvergänglich sein wird. Ich weiß nicht, ob ich der Richtige bin, um zu sagen, schaut mein Beispiel an und seht, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen im Umgang mit Geld und Besitz. Weil mich persönlich fordern solche Aussagen von Jesus enorm heraus. Aber ich möchte trotzdem mit euch eine Geschichte teilen oder ein bisschen aus meinem Leben teilen, was mir geholfen hat, mit diesem Bewusstsein zu leben, dass das, was ich besitze, ich letztendlich nicht wirklich besitze, dass das nicht wirklich mein eigenes ist, sondern von Gott anvertraut und ich nur ein Verwalter bin. Als ich in das Alter kam, wo ich dann mein eigenes Einkommen hatte, haben meine Eltern mir gelehrt über die Bedeutung vom Zehnten geben. Und sie haben mir da ein bisschen aus ihrer Geschichte, aus ihrem Leben erzählt. Mein Vater hat eine Lehre gemacht als Landschaftsgärtner, wenn ich es richtig im Kopf habe. Er hat dann Verschiedenes gemacht damit, aber mehr als nur das. Aber er hat, glaube ich, ursprünglich war die Lehre als Landschaftsgärtner. Und direkt nach der Lehre hat er sein eigenes Geschäft gegründet. Er war also nie selbst angestellt, er hat direkt eine Gärtnerei gegründet. Und meine Eltern haben dann jung geheiratet. Ich bin sehr schnell gekommen, sie wurden schnell schwanger mit mir. Und nachdem sie die Rechnungen vom Hochzeit bezahlt haben und dann noch einen Bagger gekauft haben, eine Investition in das Geschäft, hatten sie nichts mehr und mussten arbeiten und durch Arbeit ihr Geld verdienen. Und sie haben mir erzählt, sie haben mir Verschiedenes erzählt. Sie haben mir erzählt, dass das Geld knapp war. Das kam halt dann auch zum Ausdruck, dass sie mir Stoffwindeln kauften und anstatt die teuren Pampers und die halt regelmäßig wuschen. Und genau, auf jeden Fall, das ist auch so ein Beispiel. Das Geld war knapp und trotzdem haben meine Eltern immer Großzügigkeit geübt und auch treu den Zehnten gegeben. Und jetzt, wenn man ein eigenes Geschäft hat, ist das noch so eine Frage, was ist der Zehnte? Der Zehnte ist ja eigentlich der 10% vom Lohn, den man erhält. Was bedeutet das, wenn man ein eigenes Geschäft hat? Ist das dann der Umsatz? Ist das der Reingewinn? Auf jeden Fall haben sie einen Betrag festgelegt, den sie aufs Herz bekommen haben und den monatlich gegeben und einfach erlebt, wie Gott sie versorgt hat. Und nach einer bestimmten Zeit, hat mir meine Mutter erzählt, nach einer bestimmten Zeit hatten sie es dann auf dem Herz, mehr zu geben. Und ab diesem Zeitpunkt hatten sie plötzlich immer wie mehr Geld. Und meine Mutter führte die Buchhaltung, und das macht sie noch bis heute, die Buchhaltung des Geschäfts zu führen. Und sie sagt mir, sie können es nicht erklären, weshalb plötzlich mehr Geld reingekommen ist. Und darüber hinaus sind meine Eltern bis zu dem heutigen Tag sehr, sehr großzügige Menschen, die mich inspirieren und auch herausfordern mit ihrem Vorbild. Aber diese Geschichte meiner Eltern, und dass sie mir das so weitergegeben haben, dass sie mir weitererzählt haben. Und auch die Geschichten, wie sie Gott als einen großzügigen Gott, als einen guten Vater erlebt haben, als ein treuer Vater, der versorgt. Diese Geschichten haben etwas mit mir gemacht, etwas von dem Vertrauen, das bei ihnen so gewachsen ist durch ihre Geschichte mit Gott und geprüft wurde durch das Leben, durch Herausforderungen. Etwas von dem
haben sie mir einfach weitergegeben und durfte ich einfach von ihnen empfangen. Dieses Vertrauen, dass Gott gut ist, dass er ein Vater ist, der großzügig mit uns ist, der gut zu uns schaut, der treu ist, der versorgt. Und das hat mir geholfen, ja, mit einem Bewusstsein zu leben, dass Gott dafür schaut, dass ich mehr als genug habe, dass Gott sich um mich kümmert, dass er mich sieht. Und sie haben dann auch mich herausgefordert und haben mir gesagt, hey, haben mir diese Stelle aus Malachi 3, Vers 10 gelehrt, vielleicht kennt ihr die, wo Gott sagt, hey, bringt den Zehnten in mein Haus und prüft mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels über euch öffne und Segen über euch ausschütte. Und dieser Zehnte geben ist für mich neben anderen Gewohnheiten, großzügig zu sein, ist das so eine Gewohnheit geworden, in der ich mir immer wieder bewusst werde. Das Geld, das ich habe, es gehört letztgültig nicht mir. Ich verwalte es nur. Und ich habe einen Gott, einen Vater, der zu mir schaut und der sich um mich kümmert, um meine Bedürfnisse kümmert. Ich möchte zum Schluss von meiner Predigt einige Fragen euch mitgeben, zum darüber nachdenken. Und ich möchte, dass wir uns so 2-3 Minuten nehmen, um diese Fragen mit Gott zu bewegen und dabei auch Raum zu schaffen, dass er zu uns sprechen kann, zu jedem von uns persönlich. Seht die Fragen hier vorne. Ich lese sie vor und dann machen wir 2-3 Minuten und du einfach darüber nachdenken kannst, mit Gottes bewegen kannst und einfach hinhören kannst, was er zu dir sprechen möchte. Die erste Frage: Worin suche ich meine Sicherheit? Worauf setze ich mein Vertrauen? Wie kann ich mir Gott zum Freund machen? Und was bedeutet es für mich, großzügig und barmherzig zu sein? Jesus, du lädst uns ein, dir nachzufolgen. Und du lädst uns ein Leben zu leben, das Gott ganz hingegeben ist. Herr, ich bitte dich, Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst, das, was du uns geschenkt hast, sei es Geld, sei es Materielles, sei es vielleicht Gunst oder Einfluss, was auch immer du uns an Gutem geschenkt hast in unserem Leben, hilf mir, hilf uns, es mit offenen Händen vor dir zu halten. Hilf uns dabei, dass wir es nicht festkrallen, sondern hilf uns, unsere Hände offen zu halten, ein weiches Herz zu behalten. Und wenn du sprichst oder uns bewegst oder wir bewegt sind zu geben, dass wir freigebig sind, dass wir leicht loslassen können und leicht weggeben können. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns so zu Menschen machst, die mit dieser ganz tiefen Überzeugung leben. Wir haben einen großzügigen Gott. Wir haben einen Gott von mehr als genug und deshalb darf ich großzügig sein. Und mach uns so zu Menschen, die radikal großzügig sind und so etwas von deiner Großzügigkeit, Vater, von deiner Freigebigkeit, von deiner Güte sichtbar machen in der Welt um uns herum, sichtbar machen für Menschen um uns herum. Das ist unser Wunsch, Vater, dass du durch unser Leben groß wirst und einfach erkannt wirst, für wer du bist.
ein guter und großzügiger Vater. Amen. Amen, Amen. Die will, was mit uns geschehen. Amen, Amen. So wie du sagst, soll sein.